Hallo, hier spricht Pfarrerin Gabriele Kainz. Ich habe gehört, Sie wollen einfach heiraten. Ja, und das ist eine kirchliche Trauung oder eine kirchliche Segnung, die wir anbieten. Pfarrerin Gabriele Kainz ist im Stress. In einer Stunde geht's los. Dann können verliebte Paare einfach spontan bei ihr heiraten. Letztes Briefing für die Ehrenamtlichen. Und bitte schickt sie alle vorher noch mal rechtzeitig aufs Klo, weil wenn wir vor der Kirchentür stehen und müssen warten, das gibt unser Zeitplan einfach nicht. Ohne jegliche Anmeldung können sich Paare heute das Ja-Wort geben. Dabei spielt es keine Rolle, ob man bereits standesamtlich verheiratet ist oder überhaupt Kirchenmitglied. Auch gleichgeschlechtliche Paare sind herzlich willkommen in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg. Im Gegensatz zu einer normalen Hochzeit haben Gabriele Kainz und ihr Kollege Magnus Löffelmann heute eines vor allem nicht: Zeit. Kalkuliert sind nur knapp 20 Minuten pro Trauung. Wenn man eine Trauung hat an einem Samstag, dann führt man Monate vorher das erste Gespräch. Und dann hat man viel Zeit, das vorzubereiten. Man telefoniert immer wieder, welche Musik. Und heute geht das alles auf Zuruf. Der Zeitdruck ist jetzt eher das, was jetzt sozusagen im Knick setzt, dass man es halt wirklich genauso hinkriegt, dass die Nächsten nicht warten müssen gewissermaßen. Was die beiden noch nicht ahnen, genau das wird passieren. Obwohl jeder, selbst der Pianist, eine Funkuhr bekommt, um den Zeitplan einzuhalten. Es ist jetzt 1 Uhr mittags. Gleich geht es los. Ja, jetzt wird's ernst. Die Spannung steigt, aber ich freue mich jetzt auch, dass es auch bei mir jetzt losgeht. Ich bin auch gleich gespannt, wann das erste Paar kommt. Freue ich mich drauf. Das erste Paar kommt zum Vorgespräch. Was sonst mehrere Stunden dauern kann, muss heute schneller gehen. Standesamtlich sind Marie und Karl Friedrich schon seit 5 Jahren verheiratet. Wir pflegen eigentlich das Christentum auch täglich, auch mit unserem Kleinen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, da fehlt noch was. Weil ich selber vom Elternhaus auch christlich erzogen wurde. Und dann kam dieses tolle Angebot, einfach heiraten. Also nicht kompliziert, aber einfach, weil es einfach dazugehört. Beim Traugespräch selbst dürfen wir nicht dabei sein. Während Gabriele Kainz die Details bespricht, traut nebenan Magnus Löffelmann schon sein erstes Paar. 15 Minuten später. Das Traugespräch war noch im Zeitplan. Doch jetzt muss Gabriele Kainz daraus eine Traurede machen, die das Paar gut beschreibt. Im Normalfall hat sie dafür monatelang Zeit. Heute bleiben ihr nur 10 Minuten. Ja, Sie haben noch ein paar Hintergründe erzählt, was ich sehr schön finde, auch vom Kennenlernen. Und Sie haben von der Dankbarkeit erzählt, die sie trägt und die sie heute auch ein bisschen hierher geführt hat. Und da gucken wir jetzt, wie wir das einbauen, die Dankbarkeit. Okay. Und los geht's. Einzug des Brautpaares zum selbstgewählten Lied. In Lederjacken statt Anzug und weißem Brautkleid. Eine späte Liebe und eine späte Familie. Was für ein Geschenk, ganz besonders der Karl. Und ihr seid sehr dankbar für dieses Glück, das ihr miteinander habt. Nehmt einander an der Hand und bekennt euch nun dazu vor Gott. Karl Friedrich, willst du Marie als Geschenk Gottes achten und ehren? Dann antworte Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Marie, willst du euren Weg gemeinsam mit ihm suchen und gehen? Dann antworte Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und dann ziehen wir gleich zügig aus. Die Nächsten werden schon warten. Ja, danke schön. Wunderbar. Die Nächsten warten tatsächlich schon, denn Gabriele Kainz hat überzogen. Doch das ist ihr im Moment noch ganz egal. Ganz erfüllt und bewegt und ja, all you need is love. In den nächsten Stunden folgt eine Trauung auf die nächste. Immer im Wechsel. Doch schon bald wird klar, es wird ein langer Tag werden. Denn noch immer kommen ganz spontane Paare, die sich trauen lassen wollen. Weil wir in der Corona-Zeit geheiratet haben und da war alles so sehr spartanisch.
Das ist heute wieder nur wir beide, aber das ist noch mal ein Tüpfelchen auf dem i. Genau. Ja, was uns fehlt. Irgendwie. Haben Sie das Plakat vorne gesehen in der Gesandtenstraße? Ach, wie toll. Ja, bin dran vorbei und dachte, oh, nette Idee. Und dann, so 30, 40 Meter bin ich wieder zurück. Ne? Super. Und dann habe ich sie angerufen, ich sage, was hältst du davon? Und sie hat spontan ja gesagt. Das Besondere an Gabriele und Jürgen, beide sind aus der Kirche ausgetreten. Kann Gabriele Kainz hier verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückgewinnen? Ihr habt gerade erzählt, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Da denkt man immer an 16-Jährige. Aber wie es mit der Liebe so ist, die kann einen in jedem Alter auf jede Art treffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sage vielen Dank. Dann ziehen wir gemeinsam aus. Wie war's? Es war toll. Es war echt toll. Es hat jetzt irgendwie... Ja. War richtig schön. Wirklich eine absolut positive Erfahrung, die vieles andere vergessen lässt, wirklich. Für Gabriele Kainz die Bestätigung, dass sie mit ihrer Aktion genau den richtigen Nerv treffen. Ich will eine Kirche, die einladend ist. Eine Kirche, die auf die Menschen zugeht, die Angebote hat, die Angebote macht, wo Menschen sich eingeladen fühlen. Und mit einfach heiraten ist es genauso. Wir wollen eine Kirche sein für die Menschen, hin zu den Menschen. Es ist inzwischen 7:30. Eigentlich hätte Gabriele Kainz jetzt endlich Pause. Doch das nächste Paar wartet schon. Ja. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Grüß Sie. Es kann sein, dass es so ein bisschen nach hinten rutscht. Ich muss einmal kurz mit meinem Kollegen sprechen. Der kommt sicherlich gleich, wie wir das jetzt lösen. 5 Paare wollen noch getraut werden. Aber es sind nur noch 3 Slots frei. Lass uns kurz überlegen. Ich schlage vor, dass wir den Schwerpunkt auf den Segen legen und jetzt eher 10 Minuten anpeilen. Nur noch 10 Minuten. Heiraten im Akkord sozusagen. Die Begrüßung wird eingedampft, die Traurede gekürzt. Doch alle kommen dran. Und auch das letzte von insgesamt 13 Paaren bekommt am Ende seinen Segen. Friede sei mit euch. Amen. Dann, nach fast 10 Stunden Dauereinsatz, hat Gabriele Kainz es geschafft. Ganz verrückt. Ich habe gerade überlegt, ja, wie spät ist es jetzt? Einfach, ja. Es war wirklich ein toller Tag. Und ich glaube, alle Paare waren glücklich. Und wer es dieses Mal verpasst hat? Nächstes Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, einfach zu heiraten. Dann am 24.04.2024.